Hey, good morning, all meine Freunde, wo der het van jou waren. Van jou was een wunderschöner Morgens. Ik stond al waren tidig op, dat mir een koffie rijden meer en mir had allemaal zo schijn voor morgens een beetje koffie drinken. En dat jetzt zo schijn onze morgens, wenn wir kan mutig morgens opstaan en een dag aanvangen. En mir merkt dat een onderscheid, wanneer ik tidig morgens opstaan en ik neem mir dat ver, ik wil van jou niet grunzen, ik wil schaftig zijn, ik wil aan de goede dingen denken, ik wil positief zijn. Dat merkt zo'n grote onderscheid van dag even, wanneer we keine goede aanstelling hebben. En ik heb al zoveel vrienden alweer in de wereld van mijn video's, en ik wil je een klein beetje vertellen. We hadden hier een week terug, hadden we hier een Encuentro de Hombres, hier dicht bij ons. En er waren wat mensen van Belize doorheen gekomen. En de ene zei te mij, hey, ik ken die al goed, ik kijk allemaal die video's. Du warst mich vielleicht nicht kennen, du hast mir vielleicht einen Nerv gesehen. Aber hij weer zo scharf, en hij zei dat vrijdag, hij had er niet meer aan gedacht, dat hij mir wirklich is dit en wie wordt te zijn kriegen. Nu komen ze nog een dag hier en weer messen dagen even hier bij ons en drijven hier rum, hadden een zeer goede tijd. En mij vreet dat, wenn du vriend zijn en die hier naar Mexico komen en die mij nog komen bezoeken, hier komen rumdrijven, je hebt bloß zeer schön. Weißt du, ik wil je van jou mal een beeld wezen, wat het hier onze morgens een simuluten dat. Voor al die wat veel zijn ze morgens, wat niet tidig opstaan. Ik wil je hier mal een beeld wezen, wat het onze morgens looten dat. Dus dit beeld hier, dit is wat het voor onze morgens looten dat. En wenn we er aan denken, dan, ik denk voor ons is dit beeld wat ik hier nu zien kan, dit heeft God urgent voor mij uitgemerkt. Hij heeft mij voor mij een beeld uitgemerkt, wat ik dat zien kan, wo God hij is en einer volk God zijn Leib, einer volk zijn gehen wordt. Weet je, ik wil je van jou een Geschichte vertellen hier. Ik leg solche Geschichten te horen en ik leg die nog mal wieder te vertellen. Als ik opwassen deed, een kleiner Jung wie meine Papa, der vertelt uns einmal viel Geschichten. Heißen Geschichtenvertaler. Das ist nu al 25 Jahre alt, aber wenn ich den vorbesehen, der vertelt mir noch einmal Geschichten en ik leg dat mir das schön. Aber ich will diese Geschichte, was ich hier will vertellen, das ist nicht so, was mein Papa mir vertelt hat, diese hier ein Stützchen 3 von 6 war. Und diese Geschichte ist von einem Jungen, er hat sich nicht befreit, und er hat eine Familie, und er ein bisschen, sich ein bisschen allein abholen hat. Aber das Junge, der gleich solche Eten zu merken, er versteht fein Eten zu merken, was solche schön schmecken. Denn dann einmal ein Tag, dann wird er sich einig, dass er wird mal ein Restaurant merken. Er möchte sich nach dem Restaurant fängt an Eten zu merken. Und die Menschen, die fangen an zu gleichen, die werden nicht einmal ändert. In das Restaurant, da wird solche schönes Eten. Und das geht gleich lang, die kriegen immer mehr Arbeit, immer mehr, kriegen solche viele Kunden. Dann fängt er sich an, erstlich ein Arbeiterunternehmen, was am Halten geht, meistens noch ein. Und sie fangen an, das Restaurant gratis zu bauen. Und mit Zeit hat ein großes Restaurant, ein feines Restaurant, die Menschen gleichen das sehr. Als das ist ein großes Restaurant wie und das einmal voll wird und so weiter, dann einmal wird er sich einig, dass er noch ein Restaurant bauen. Als das Restaurant dann auch schon anfängt voll zu werden, dat geht nicht so lang an, da war der Krieg so. Stellt da war eine von den Arbeitern an, was er da hat, was der Uni wird. Und er hat auf einer anderen Stelle in der Stadt ein frisches Restaurant aufgefangen. Und es dort, Bottismon alt ist, und hat viele Restaurants, sehr viele Restaurants durch, und die waren gewöhnlich voll. Dann sehr feines Eten durch. Die Menschen sind sehr schaftig mit den Restaurants, was du sehen. Aber als er alt ist, dann man einmal denkt, also, er wird mal wat andere tun. Hij wordt mal seine Restaurants besuchen, mal sein würde die armen Menschen behandeln. Und hij kauft sich dann eine Peluke mit langen Haaren, saht sich da ab und lässt sich ein Bord mit was mit das Eckert hat und lässt sich ein bisschen verwahrlosen. Und dann trägt er sich alle Kleider an, das von abends so ein Maun, der nicht ein Tüß hat. Und dann wankt er erst nach einem Restaurant. Und jetzt er dann, als er in das Restaurant kommt, dann kommt er kurz eine Kirche an und sagt, oh, wach ein bisschen. Hier in das Restaurant, da wir nicht so eine Menschen, die abnehmen. Hier kommen große Menschen an, hier kommen reiche Menschen an. Und diese Menschen würden hier stehlen, wenn die hier gespannt sind.
En dan zei ik dus monter ik kijk, aber ik kan den Ungewirt hier, ik geloof, der wird mir luten eten, gut sei mal den Ungewirt, wollt mit ihm reden. Dann gehen sie den Ungewirt sagen, kommt er dahin, dann fragt den Ungewirt, als er nicht wird, kann du eten. Am hungert, und am will kriegen uns dann eins, was ein anderer hat, ever geluten, bloß, dass er eten kann. No, sagt der Ungewirt, das Restaurant ist hier nicht für so eine Menschen als die. Wenn wir aufhören, die armen Menschen hier eten zu geben, dann meistens haben wir das hier voll arme Menschen, kommen die hier immer prachen. No, du musst das vorhin gehen und er schickt den Rüt, und das ist jetzt noch das andere Restaurant. Jetzt habe ich das nächste Restaurant nehmen, und du kriegst so, die kommt die Kirche dann an, und sag ich, wenn das er soll Rüt gehen, weil das ist hier nicht für so eine Menschen. Und du das, da war der Krieg so, sag ich, da, wo der kann mit den Wirt hier reden, er kann den vielleicht, was er mir geben zum Eten. Gehen sie den Wirt sein, und der Wirt, der kommt dann an, und der Krieg so, er sagt, das ist hier für reiche Menschen, das ist hier nicht für so eine arme Menschen, du wirst hier bloß im Stich sein, gut lieber wieder, gut das, wo die Eten prachen. Und so steht jetzt in seinen Restaurants alle verleihen. En hij wordt al aanmoedigd omdat we niet eine steht, als hij welkom in de restaurants. Nu fehlt hem allemaal bloos dat laatste restaurant am Jangat al op te geven. Maar hij denkt zo, nou, ik wil nog dit ene restaurant, dit is het laatste, ik wil nog uitvinden wat ik doe dan. En dan zijn dit restaurant aankomt, de dashen zijn alle vol. Er sind viele Menschen bei, aber die kommen in die Kirche und er schafft dich und fragt, was würde ich dich halten? Und dann sagt er zu der Kirche, dass mir hungert und würde ich mir einmal ein bisschen Eten geben, kriegen uns und was erst ever geblieben, dass ich eten kann. Dann sagt die Kirche, wach ein klein bisschen, ich glaube ja, wir wollen die was zu eten geben, wach hier ein bisschen, ich will gut mein Wirt fragen. Und dann geht die Kirche ihren Wirt zu fragen in ein Restaurant, dann kommt der Wirt an und redet mit diesem Mann und sagt, weißt du was, unsere Daschen sind hier nicht groß alle voll, wenn du was ein bisschen warten, wenn einmal ein Dash reut ist, wir wollen die zu eten geben. Sagt die hier Duhl und wacht, wie die wollen kommen sein. Das Mann, der sagt sich, du dann ab der Steiler Duhl, was der da Hand am Warten, und er lügt und dort geht er nur lang, schließlich denkt er so, no, er wird lieber zu Fuß gehen. Dann geht er durch Rüt, und dann kommt die Kirche am Hintergrund und sagt, hey Mann, wacht ein bisschen, wie tun hier reut mir für die, tun ein bisschen warten, du wirst hier eten können. Meistens kriegen sie den in eine Stube, in das Restaurant hat eine Stube, die privat ist, wo die Menschen noch mal bei sind, wenn die allein wollen eten, feiner Dash, nicht durch den Dash, als fein abgesagt, für mehrere Personen, kriegen sie diesen Olamon nennen. Und das Ungewirt kommt dann nach, wird von den Arbeitern, dann tun sie alle mit diesem Mond taub eten. Und dann fragt das alle Mond, warum du mich hier so fein behandeln? Warum hast du das hier alle reingemerkt für mich? Und dann sagt das Ungewirt, sagt er, weißt du was, für Jahren war ich auch homeless, ich hatte nicht ein Tüß und ich war krank und dann kam ich noch ein von diesen Restaurants und der Wirt von dem Restaurant, die kriegen mich nähen, die geben mich zu eten. Und er sagt, wenn du weißt, du kannst hier schaffen, ich will die Arbeit geben. Und dann fange ich an, in das Restaurant zu schaffen. Und ich weiß, wo die Menschen dort geht, wo du nicht ein Tüß haben, wo du hungern hat. Und du weißt, da ich das für die. Und dann sage ich das, und ihr wird zu diesem Mann, weißt du was, wenn du es gegessen hast, ich will die mitnehmen nach ans Haus, ich will die, du kannst die buden, ich will die nie Kleider kaufen. Und du kannst bei uns sein, und wenn du willst wollen, ich will dir hier Arbeit geben bei das Restaurant, du willst hier kein schaffen. Ich kann nicht sein, du bist auch nicht sehr jung, aber ich will dir eine leichte Arbeit geben, dass du hier schaffen kannst, dass du nicht brauchst, die ist für Raumwanken und die Bodern machen. Dann sage ich das, Mann, sage ich das zu diesem Ungewirt, weißt du was, ich würde mal ein bisschen überdenken, aber ich will gleich morgen zurückkommen, ich will morgen in diesem Zeit, wo ich zurückkomme hier, dann wo ich die sein, dass ich das will annehmen. Okay, sehr gut. Das Mann, der verlässt, nächsten Tag, dann merkt er sich, hier war der Stuhlreut und alles, er denkt so, er wird den zu eten geben. Am nächsten Tag, nu kommt sein Wirt zu haben, für den, was er schaffen hat, der Wirt über der Restaurant, kommt er zu haben. Und dann fragt er den, wie hier gestern ein armer Mann, was hier noch eten können, Frauen. Ah, sie sagt er, der wie gestern, der sagt,
Hij wordt van der waar terugkomen en we leren al dat hij wordt terugkomen. En dan zei ik des Maun, weet je wat? Ik ben van der in den Sinne steed gekommen. Die anderen, die wollten nu nicht kommen, aber ich bin in den Sinne steed gekommen. Gehen sie da nein und eten dort tot Mittag. Und dann sage ich da, weißt du was? Ich bin der Uama Maun, was hier gestern war. Ich habe mich bloß ganz anders angetroffen, die kannten mich nicht, aber ich bin der. Und ich habe mich nicht besonnen, was ich will tun. Sag ich, das wird. Ich bin al noch alt geworden und ich habe nicht Familie und ich weiß dort einen Tag, wo ich gestorben. En dan wordt alles weer wat al deze restaurants nemen. En ik heb uitgevonden, ik heb al mijn restaurants bezocht. En dit is dat restaurant wat ik leichen doe. Hier hebben die mij opgenomen. Hier kan ik dat zijn, hier worden arme mensen opgenomen. En ik wil al die restaurants wat ik had, wil ik die geven. Dat worden die zijn duurste oven. Dit ganze Aufgabe, al deze restaurants, die wo ik heb die noemen meer. En wanneer ik geschweißt heb, dan zijn dat alles dienen. Als ik deze Geschichte dort entlang harken uit, en dacht ik bij mij zo, dit is rein ganz krank wat Jezus ook deed. De Bibel zegt dat God maakt de wereld door Jezus, hij maakte voor Jezus. En dan zegt het in Johannes kapitel 1 vers 11 en 12, da zegt het, dat Jezus, hij kwam naar de zienje, aber de zienje nemen hem niet op. Aber all die, die am abnehmen und an seinen Namen glauben, geven die Macht, Gott seine Kinder zu werden. Und auf einer anderen Stelle sagt es noch, dass Jesus, er kam hier auf diese Welt noch als ein armer Mensch. Er war reich, aber eigentlich das Reich alle im Himmel und er kam hier auf diese Welt noch so als ein armer Mensch. Kriegst du es ja einen Monat dort. Er hat sich so angetragen, dass am sehr arm luten dort und muss sein, dass die Menschen am würden abnehmen in seine Restaurants. Aber die Leute haben alle nicht hineinkommen zum Eten, bitte das Letzte. Und so ist es auch, wenn wir Jesus abnehmen, dann, wenn wir ihn annehmen, dann sagt die Bibel, dann wollen wir alles offen mit Jesus Christus. Das ist ein sehr großes Aufgabe, was alle wollen kriegen, was Jesus abgenommen hat. Und davon ist es so wichtig, was tun wir mit armen Menschen, wenn wir armen Menschen begegnen, oder wo do wir die behandeln. Und die Bibel sagt, dass sind Menschen, die haben andere Menschen abgenommen, oder arme Menschen abgenommen, und haben das nicht gewusst, dass das Engel wären. Weil Jesus sagt, ich habe eine Stelle, was immer je ein von meinen geringsten Brüdern getan haben, dort habe ich mir auch getan. Und mir ist es immer wichtig, wo do wir den Nächsten behandeln. Da wir den nur behandeln, es war ein Luten nicht, ein Groucher ist, ein reicher Mensch, oder alles was, da wir den anders behandeln. Ich glaube, hier in dieser Geschichte ist eine sehr gute Lektion. Aber was hier wichtig ist, was ich hier sagen will, dass wir Jesus abnehmen, dass wir ihn in uns Hort abnehmen und dass er uns kann, zu Gott sein Kind merken. Wenn die Bibel sagt, wenn wir ihn abnehmen und an ihn glauben, dann merkt er uns zu Gott seine Kinder. Und während wir dort tun, dann haben wir das Teil und das Aufgabe, dann wollen wir ein sehr großes Aufgabe kriegen. Und ich will dir das mal zu sprechen, mein Freund. Denk über diese Geschichte nur und denk ein bisschen über nur, was hast du mit Jesus? Hast du Jesus all abgenommen? Hast du einmal in dein Hort? Wenn du nicht hast, dann würde ich dir mal zu sprechen, dort zu tun. Wenn dort merkt der ganze Unterschied in uns Leben. Wir können noch so krank denken, das sind all 31 Jahre drei, was ich eine Botschaft hier in Deutschland, was ich im Traktor wie, und ich schaffe auf den Stab, und ich hier das Evangelium über Radio, und wo ich durch die Entscheidung merken und wo ich durch Jesus sehe, er soll in mein Hort ankommen, und wo er mein Leben umgeändert hat von dem Moment. Und ich wünsche dir bloß wieder einen guten Tag, und dann sehen wir uns in dem nächsten Video.